Ich Retalk ab this point, ich will von irgendeinem Profi das jetzt hören. Uwe, oh mein Gott, ich frag Uwe, Digga. Yo. Ey, ich bin gerade im Stream, man hört mich. Oder was? Ich wollte gerade ein Bild raussuchen. Ach du Scheiße. Der Körperchat. Ich dachte damals, ich wäre dünn. Ich dachte damals, ich wäre dünn und muskulös. Krass, wie am Arsch ich war. Crazy. Das ist ja wirklich krank. Mach jetzt mal. Oder also guck mal, das war, ich kann euch das hier zeigen, das war vor, was? Auch schon lange her. Oder ich habe ja gar keinen Progress gemacht. Das war vor einem Jahr. Vor einem Jahr? Also das war auch, ne, das war das Screenshot einfach nur. Was? Ich habe ja 0 Progress gemacht? Digga, ich muss jetzt eigentlich nochmal machen. Okay, das war vor einem Jahr, das. Jemand muss Screenshot machen, ne? Mach schnell meine Schulter. Ich kann mein Bizeps nicht flexen wegen meiner Schulter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn hier los, Digga? Was ist denn hier los? Was ist das denn? Was ist das, Bro? Oh, das ist gar nicht gut. Oh Gott, oh Gott. Ich finde das hier besser, glaube ich. Digga, ich finde das viel zu dünn. Digga, man sieht die Rippen und alles. Bro, ich bin viel zu dünn. Guck an. Die sind hier breiter, sage ich sogar. Digga, ich fand das hier viel besser. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, habe ich zu viel abgenommen? Aber das Ding ist, guck mal, ich nehme eigentlich nur noch ab, weil ich endlich dieses Sixpack haben will. Ich muss ja abnehmen. Jetzt brauchst du nur mehr Muskeln. Aber was soll ich denn noch? Ich gehe jeden Tag Gym, Digga. Was soll ich denn noch alles machen? Ich esse jeden Tag über 120 Gramm Protein. Kann nicht sein. Gott, Digga, ich schwöre, ich hätte nicht gedacht, dass das so krasser Unterschied ist. Bro, ich finde mich zu dünn. Ich fühle mich hier zu dünn, Digga. Dass ich das mal sage, ist krass. Was bringt dir Sixpack, wenn du am Ende so aussiehst? Ja, eben, Digga. Gar nichts. Deswegen, oh Gott. Brustmuskel fehlt komplett. Ja, Brust ist immer, guck mal, Brust ist schon immer meine Schwachstelle gewesen. Und ich hatte, gerade dann, wo ich die wirklich Fokus genommen habe, habe ich meine Schulter gefickt. Und deswegen kann ich da gerade langsam Progress machen. Du willst jetzt dein Fett durch Muskelmasse ersetzen. Ja, aber wie macht man das am besten? Digga, ich finde das schlimm. Ach du Scheiße. Also, guck mal, ich muss ja zeitgleich Fett verlieren und aber zeitgleich Muskeln aufbauen. Bruder, das geht, glaube ich, nicht. Oder? Mach Lean Bike jetzt. Ja, aber ich bin jetzt voll in dem Modus drin, es abzunehmen, Digga. Scheiße. Ich will jetzt nicht noch was zunehmen. Aber obwohl es das eigentlich das Zunehmen chillig war, da kann ich einfach fressen, was ich will. Also, was ich will jetzt nicht, aber ich kann mehr fressen. Ja, Bro, du musst doch schon lange biken, meinte ich doch. Aber der Sixpack. Bro, ist das hier gerade der Realization-Moment? Gut, dass wir das gerade gemacht haben. Alter, ich hätte weiter einfach... Ich esse 1900 Kalorien gerade pro Tag. Plus mach Cardio und nehme noch mehr ab. Digga, ich muss jetzt ChatGPT fragen. Okay, pass auf, ChatGPT. Links bin ich heute. Rechts war ich vor einem Jahr. Mein Ziel, weißt du ja, Sixpack und Muskeln. Was mache ich jetzt am besten? Wie mache ich meine Kalorien am besten jetzt? Also, im Vergleich hast du schon echt Fortschritte gemacht. Respekt. Den nächsten Schritt, wenn du das Sixpack klarer sehen willst, musst du tendenziell auf einen leichten Kaloriendefizit gehen. Also etwas weniger Kalorien essen, als dein Körper verbrennt. Gleichzeitig solltest du dein Protein hochhalten. So um die 2 Gramm pro Gramm Körpergewicht. Kombinier das mit einem guten Krafttrainingsplan. Aber wenn ich jetzt noch mehr abnehme, ist doch scheiße. Guck mich doch mal links an, Digga. Ich bin Skelett. Ich verstehe, was du meinst. Es geht ja nicht darum, extrem Gewicht zu verlieren, sondern eher darum, das Verhältnis zwischen Muskelmasse und Körperfett zu optimieren. Ja, okay, was mache ich jetzt? Ich habe jetzt nichts gecheckt. Also ich will einfach nur eigentlich Sixpack, Bruder. Sixpack und gute Brust. Was soll ich machen? Alles klar. Ganz einfach. Konzentrier dich auf 2 Dinge. Erstens, ein moderates Kaloriendefizit, also etwas weniger essen, als du verbrauchst. Zweitens, intensives Krafttraining mit Fokus auf Core-Übungen und Brust. Ganz wichtig, Eiweiß hochhalten, damit die Muskeln wachsen. Mit Geduld kommt dann auch das Sixpack. Warte mal, wenn ich so dünn bin, guck mal, wenn ich jetzt ein Full-Workout Sixpack mache und meine Sixpack-Muskeln einen Pump haben, müsste man die nicht mittlerweile theoretisch beim Pump so ein bisschen sehen? Soll ich mal probieren? Ich hab das noch nie probiert, actually. Aber wie mache ich jetzt am besten ohne Gewicht Sixpack-Übungen? Man muss die ja eigentlich mit Gewicht machen. Es geht um Körperfett. Ja, ich weiß. Aber Bruder, ich hab, glaube ich, noch nicht... Ich glaube, at this point, ich brauche irgendeinen Trainer, der mir das richtig sagt, Digga. Oder wie verliere ich den Körperfett, aber Muskeln nicht? 7 Minuten Sixpack-Workout für zu Hause. Okay. Oder Leute, die reinschreiben Proteine. Mein ganzes Essen besteht nur aus Proteine. Ich furze wie ein Bastard. Ich esse nur Proteine, Bruder. Wie viel noch? Ich esse jeden Tag halbe Kilo Hühnchen, Digga.
Plus noch diese ganzen anderen Protein-Scheißdreck. Kann nicht mehr, Digga. Wieder habe ich mit 11 heimlich geguckt, als ich nachts Leben verändern wollte. Ja, jeder von uns. Ich mach. Es geht los mit Toe Touches. Rechte Hand, linker Fuß. Linke Hand, rechter Fuß. Moment, da war halt jetzt. Sixpack, ja oder nein? Oh? Von der Seite. So schnell geht das nicht? Nein, ich wollte nur gucken, ob man mit Pump den sieht. Bessere Licht. Oh! So. Ja, aber erstmal Real Talk, was denkt ihr, was jetzt der beste Play ist in meinem Szenario? Ich bin echt fraglos, Digga. Ich hätte jetzt weiter einfach Kaloriendefizit gemacht, aber Bruder, ich sehe mittlerweile aus, als bräuchte ich das nicht mehr, Digga. Warte mal, hier sieht man gerade, ne? Lean Bike, aber was ist Lean Bike? Also, mit guten Sachen halt Biken, aber ab wann ist man Bike? 200 Überschuss? Nie. Und ich darf kein Cardio mehr machen? Ich hab so viel Spaß gerade an Cardio, Digga. Fuck mich ja überall ab. Also ich mach gerade Cardio. Mein Hundi ist gestern leider verstorben. Danke für deine Streams, die lenken mich echt ab. Let's Hugo Love. Nur Liebe, Bruder, nur Liebe. Ich mach momentan Zone 2 Cardio. Ich dachte, das wäre gut. Da macht auch Cardio nach Sixpack, Bruder. Ich küsse dein Herz. Da ist ganz andere Level als ich gerade, Bro. Du hast mich low-key motiviert. Fang jetzt an abzunehmen. Ey, W, I guess. Also, muss ich hier kurz auf meine Schulter klopfen? Bruder, ich hab Fett abgenommen, ne? Also, das hat mich gerade selber schockiert. Wie krank das ist mir noch nie aufgefallen. Schau ich das bitte an, Digga. Also, ich finde den Unterschied. Also, ein bisschen zu krass sogar. Guck mal, Digga. Das war ich vor 2 Jahren, vor einem Jahr und jetzt. Krass, Digga. Sag, das ist zu dünn, Bro. Aber ich hab Angst, dass wenn ich jetzt Überschuss mache, ich halt Fett wieder krieg. Ich brauch irgendeiner, der mir hilft, Digga. Wie kriegt man sowas? Ich Real Talk ab this point, ich will von irgendeinem Profi das jetzt hören. Uwe, oh mein Gott, ich frag Uwe, Digga. Jetzt einfach an. Ich bin früher drauf gekommen, Digga. Yo. Ey, ich bin gerade im Stream, man hört dich. Ja. Bruder, ich habe eine Frage. Ja. Du bist ja into Fitness, ne? Ja. Könntest du ganz kurz meinen Stream mal aufmachen? Okay, warte. Also, ich habe jetzt die letzten Monate abgenommen, ne? Weil ich hatte zu viel Fett, dies, das, Ananas. Ja. Und jetzt frage ich mich halt, ob ich jetzt so langsam aufhören sollte oder beziehungsweise was ich jetzt am besten machen soll. Ich sag dir jetzt gleich warum, ich sag dir gleich, was mein Ziel ist. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Weil ich glaube, at this point habe ich keine Ahnung mehr. Bist du im Stream? Ja, ich sehe. Ich hab Handy hier, alles. Okay, werden noch durch die Donos obdachlos, aber egal. Also, links bin ich vor 2 Jahren. Hier ja, okay, in der Mitte vor einem Jahr und ganz rechts jetzt. Was? Also. Jetzt bist du so der Shredded Boy, ne? Bist du so? Ja, verstehe. Ja, geht so, dir aber. fehlen eindeutig Muskeln, oder? Was? Ich sag, dir fehlen eindeutig Muskeln, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Aber, also mein Ziel ist, ich will einfach nur. Ich will gar nicht so krass viel Muskel, ich will einfach nur so Muskel definiert, Sixpacks, dies, das. Was ist jetzt das Beste, was ich machen kann, um das zu erreichen? Weil ich finde, also ich habe das jetzt heute gesehen, ich finde, ich habe zu viel abgenommen, glaube ich, oder? Ja, die Frage ist, was hast du denn in den letzten Wochen gemacht? Ich hab jeden Tag 1900 Kalorien gegessen, habe viel Cardio gemacht und war trotzdem halt viel im Gym. Also ich gehe jetzt seit einer Woche erst wieder Gym, weil ich hatte ja meine Schulter ausgekugelt, da musste ich 2 Wochen Pause machen. Okay, verstehe. Aber was ist jetzt dein Ziel? Du sagst, das, was du hast, soll definiert sein oder willst du ein bisschen Muskulatur? Ja, also mein Ziel ist, ich will einfach nur eine geile Brust, Sixpack, den man leicht sieht und halt geile Arme, so. Geile Arme, Schulter. Okay, also Disco-Pumper-mäßig. Also ich will so athletischen Körper einfach. Jetzt nicht fett aufgepumpt, sondern einfach nur athletisch. Ja, verstehe. Wenn du jetzt zum Beispiel Brust trainierst, was machst du da alles? Ja, Brust ist momentan kritisch wegen Schulter, aber normalerweise halt Butterfly und hier diese, ich weiß nicht wie ganz genau, diese, wo du schief liegst, Press und normale Press. Schrägbank, ja? Ja. Okay, das heißt Bankdrücken, normal Flachbank, dann Schrägbank, dann Butterfly. Ja, das ist schon mal okay. Ja, Man sieht einen richtigen Unterschied, also bist du eine stark und stuff Junge. 5 bis 8 Wiederholungen, aber auch schwere Wiederholungen. Ja, nee, also ich glaube Gym, also man macht einfach nur so 3 Wiederholungen, also 3 Sätze jeweils mit 8, wo du halt bei 8 schon richtig fett am Kämpfen bist. Aber ich glaube, es geht eher um, was soll ich essen? Bleibe ich bei 1900 Kalorien? Gehe ich höher oder was ist jetzt der Play? Das hat ja bis jetzt funktioniert. Also bleib auf jeden Fall so, aber du musst halt trotzdem auch hart trainieren. Ne? Du musst aber findest du nicht 1900?
nehme halt immer weiter ab, ne? Ich bin jetzt unter 70 Kilo. Ja, aber das ist normal, das ist halt dein Körperfettanteil, Fett, Wasser. Aber verliere ich nicht auch Du musst Muskeln? auch reichlich Proteine essen, ne? Was ist damit? Ja, Proteine bin ich so bei 100 bis 140. Das heißt, du wiegst so 70 Kilo oder was? Ja. Ja, das ist okay. Du musst halt wirklich schön knackig, damit auch Muskulatur erhalten bleibt, beziehungsweise auch aufgebaut wird. Musst du halt wirklich harte Wiederholungen machen. Ich trainiere zum Beispiel nur 5 Wiederholungen im Satz. 5? Ach so. Oh. Ja, genau. Deswegen 5, höchstens 8. Aber auf 8 brauchst du gar nicht sehen. Aber schwere Wiederholung, schweres Gewicht, weißt du? Das heißt, wenn du zweiten Satz hast und machst schweres Gewicht, machst aber 8 Wiederholungen, ist schon wieder zu leicht. Also ich bin gerade, dass der 8. schon sehr auf Krampf ist bei mir. Ja, da kann schon mehr Gewicht dann wieder. Aber du sagst echt, ich soll auf 1900 Kalorien bleiben? Ja, du kannst jetzt, fühlst du dich schwach und so? Eigentlich nicht. Ich bin in letzter Zeit müde, aber ich habe auch sehr viel Sport gemacht in letzter Zeit. Ja, darfst auch nicht vergessen, das ist auch ganz wichtig, Schlaf, ne? Ja, Schlaf ist Du perfekt bei musst mir. Schlaf ist perfekt. gut schlafen. Ja. Okay, das heißt, du musst gut schlafen, das Training muss stimmen, das heißt so 5 bis 8 Wiederholungen höchstens, schwere Wiederholungen auch machen. Wenn du dich nicht schwach fühlst, dann bleib hast du deinen Grundverbrauch am Tag? Du hast doch mal deinen Aura-Ring, was sagt der? Steht das da? Ich rechne so mit 2,2, 2,3. Aber ich guck mal, wo steht denn das, Digga? Nee, ja, du bist jünger. Okay, du bewegst jetzt nicht viel wegen Stream, glaube ich, im Nein, Alltag. Bruder, ich bewege mich ich gehe jeden Tag Fahrrad fahren, eine Stunde, gehe trotzdem noch ins Gym, also ich bin gerade richtig im Grind. Okay, verstehe. Du darfst auch nicht vergessen, ne? Wenn du sehr viel Cardio noch nebenbei machst und so, das hat auch ein bisschen halt den Muskel auf. Ne? Also, Ja, genau, deswegen frage ich, also, was ist mit Zone 2 gehen, so, also auf Laufband? ja, so das ist okay. Das ist okay. Zone 2, so gehen, walken, schnelles Walken, so immer. Ja, also, Aber wenn wirklich dein Ziel ist, Muskeln aufzubauen und definiert athletisch zu sein, dann würde ich jetzt nicht noch an deiner Stelle hier noch 80 Kilometer fahren, ne? Weil das stresst natürlich deinen Körper, ist dann auch Muskulatur, je nachdem, wie deine Ernährung im Griff ist. Weil du musst viel Eiweiß fressen, weißt du? ja, mach ich, Bruder, ich esse gefühlt, ich esse jeden Tag halbe Kilo Hähnchen, Digga. Kann Hähnchen nicht mehr sehen. Seit wann hast du das quasi so? Seit wann bist du so im Game? Also wie gesagt, ich wurde halt ein bisschen gegrieft mit Schulter, aber ich denke mal so 3 Monate wirklich Lock-in. Welche Schulter war das? War das deine linke? Linke, ja. Ja, das sieht man am Arm, weil der ist voll dünn. Ja. Dein linker Arm, also von uns aus gesehen rechts. Nee, Guck das- mal die Schulter an, die Schulterpartie. Das ist der rechte, Bro. Oder? Ja, genau, das. Ja, das ist der rechte, aber also es ist ja links. Ich check aber auch nicht, warum hier so ein Ding ist. Das hat mich auch gewundert. Ja, das ist aber normal, weil wir haben 2 verschiedene Körperhälften quasi. Aber dein linker Arm quasi und deine Schulter ist wesentlich dünner als der rechte. Also der von uns aus links ist der rechte, ne? Ja, genau, das ist dein rechter Arm, Ach so. ja. Und wo ist jetzt die Schulter kaputt? Ja, links. Also hier. Ja, siehst du, also okay, aber das sieht man auch. Also du bist da gehemmt in der Bewegung, glaube ich, auch und so. Ja, deswegen. Also das ist mir gerade aufgefallen nur. Deswegen wollte ich wissen, welche Schulter, aber okay. Wie ist jetzt mit Schulter? Ja, also die ist schon schnell wieder ein bisschen, also ich kann jetzt nicht maximal, aber die ist schon gut verheilt. Versuch dann, wenn du irgendwann wieder Brust trainierst und so, ne, mach viel Maschinentraining, so geführtes Training. Ja, mach ich. Das mache ich eh. So Presse an der Maschine und sowas, weißt du ich nicht, mach da nur, jetzt ich mach Faxen nur machen. Maschine. Okay. So, ansonsten sage ich dir ganz ehrlich, Geduld haben, ne? Du kannst es jetzt nicht beschleunigen, Ja, vorspulen. nee, du musst das eh nicht. Ich mag das auch gerade alles. Ich frag mich nur, ob ich Essen vielleicht falsch angehe gerade. Ich habe so Angst, dass ich zu wenig esse. Weil Ja, du hast dein Aura-Ring, Digga. Guck mal in deine App. ja, der heute hat er gesagt, also ne, ich habe heute halt auch dieses Zone 2 Ding gemacht. Heute bis jetzt 2800 Kalorien. Aber halt, ich habe insgesamt, aber ich habe halt, ne, verbrannt auch im Gym. Ja, das ist klar. Ich verstehe. Aber das ist mit deinem Grundumsatz, ne? Und dein Nein, Training heute bis 2008, also ja, mit Training ist das ja, genau. jetzt. Genau, also okay. Und du bist bei 1900 Kalorien. Das heißt, du bist bei 1000 Kalorien im Minus. Musst du nicht. Du könntest jetzt nochmal 4000 fressen. Aber wenn du so leben kannst, wenn das energietechnisch für dich okay, sich gut anfühlt, ist das in Ordnung so. Aber baut der Körper nicht irgendwann Muskeln ab? Wenn du zu wenig Eiweiß frisst, ja. Und zu wenig Kalorien, ja. Weil deine Fettreserven werden ja auch, du bist ja jetzt auch nicht mehr so der Skinny Fat mehr. Du bist ja jetzt schon, guck mal, man sieht ja auf dein rechtes Bild. Also du kannst auf jeden Fall mit den Kalorien höher gehen, sodass du ungefähr 400 minus bist, weißt du, das langt. Mhm. Okay, aber diese Zone 2 gehen kann ich weitermachen, sagst du? Also da fick ich jetzt Ja, nicht natürlich, Muskeln. das mache ich ja auch, Digga, ja klar. Du musst ja Herz-Kreislauf-Training machen und so. Weg. Und auch ein bisschen Kohlenhydrate mal essen fürs Training, ne?
Oder Kohlenhydrate bin ich so raus. Was ist das, Digga? Naja, du kannst entweder vor dem Training, ja, isst immer ein paar Datteln oder so, schnelle Kohlenhydrate, also Zucker, Fruchtzucker, was auch immer. Haribo, Gummibärchen? Ja, kannst du auch, weil in letzter Zeit mache ich das auch immer so, dass ich vor dem Training so eine kleine Mini-Oreo-Packung esse oder so, weil da kriege ich richtig Dampf durch den Zucker, weißt du? Ja, Banane mache ich immer. Ja, oder so halt. Das ist halt wichtig so. Da hast du Schub fürs Training. Und auch Supplements, wie ist damit, so mit Magnesium, Zink und so? Ja, da bin ich jetzt nicht so krass drin. Ja, was mit Proteinpulver? Ja, Proteinpulver, wenn ich weiß, okay, ich komme nicht auf Proteine, ja dann ja. Ja, das ist gut, okay, das ist gut. Okay, hast du deine Proteine im Blick? Mit den Kohlenhydraten würde ich nicht zu unterschätzen, weil die geben dir Power. Also Proteine bin ich so, also ich glaube, ich müsste so 140, ich bin halt, glaube ich, immer bei so 100 oder so, weil manchmal ist es echt schwer, Digga. Weil also mit so wenig Kalorien auf 140 Proteine finde ich schwer. Weil manchmal gönnt man sich auch was und dann hat man schon 400 verworfen einfach. Ja, und keine Proteine gefressen, ne? Ja. Ja, ich kenne das. Aber das ist halt so das ist ja halt das, wenn du ein Ziel hast, dann kriegst du das besser hin. Also wichtig ist jetzt, du machst das wie lange? So abnehmen mache ich wirklich mache ich schon 6 Monate, glaube ich. So richtig jetzt Login mit Gym und Fahrradfahren und Kalorien tracken seit 3 Monaten. So richtig krass. Okay, und seit wann pumpst du wieder richtig geil? Wegen Schulter ist ja seit einer Woche Also erst, ne? wegen Schulter jetzt, ich glaube 4-mal war ich jetzt im Gym, also die letzten 5 Tage jetzt. Ja, und ich sag dir eins, nach 8 Wochen siehst du 100% ganz anders aus. Sagst du, bis Sommer Sixpack ist noch möglich oder schon tot? Ja, Sixpack ist natürlich auch, du musst auch deinen Bauch trainieren und dann Körperfettanteil runter, ne? Dann 100%. Mhm. Aber es ist auch Bauchmuskulatur, Struktur ist natürlich auch alles Genetik so. Aber auf dem rechten Bild sieht man ja schon ein bisschen so wie in der Mitte der Streifen. Ich hab grad Pump jetzt, oder? Siehst du, guck. Jetzt atme mal durch die Nase Nase aus. Ausatmen. Ja, siehst du? Aber nicht zu sehr krümmen, mach dich lang jetzt wieder. Ja, siehst du? Genau. Ja. So ausatmen so. Ja, Gar nicht, Digga. Der Rest ist nur noch Körperfettanteil, aber trainier auch, ne? Schön 5 bis 8 Wiederholungen, richtig den Muskel zum Brennen lassen und so wächst er auch. Die Muskeln müssen jetzt wachsen. Ja. Okay, aber es ist wirklich dieses, wenn ich jetzt zum Beispiel Bizeps Curl mache, dann mache ich 3 Sätze, keine Ahnung, 5 bis 8. Das reicht. Genau. Weil ich finde das immer, wenn ich das mache, dann brennt's für den Moment, aber danach brennt's gar nicht mehr. Dann denke ich mir, Digga, ist das useless? Ja, das muss schon richtig wehtun, ne? Ja, aber danach auch noch? Ja, dann irgendwann ist so klar, der Pump ist, du setzt kurz ab, oh geil, ja, schüttelst kurz aus und irgendwann ist das weg, natürlich. Ich habe auch immer Angst, dass ich zu wenig mache, aber also es brennt schon, während ich im Gym brennt alles die ganze Zeit, aber nach dem Gym Ich sehe das schon, Digga. Wo wohnst du jetzt? habe ich Luxemburg. Müssen wir zusammen trainieren, damit du mal das weißt, also das Feeling dafür kriegst. Und auch ausführungsmäßig. Hamburg gerade, ne? Ja, ich bin in Hamburg. Auf jeden Fall müssen wir mal zusammen trainieren, weil ich bin ja auch wieder so voll im Pumpmodus so. Ich wiege fast 90 Kilo schon, Alter. Ja, sonst ist mein normales Gewicht so, wenn ich ein bisschen definiert bin und so 82, 83 Kilo, so, weißt du? Ja, so halt. Also guck mal, pass auf, mach dir nicht zurück, mach genau weiter so, hab dein Eiweiß im Griff. Du musst viel Eiweiß essen, mach nichts, du hab deine Kalorien im Blick. Also wenn du so 1000 minus Kalorien bist, isst noch ein bisschen mehr gerne, weißt du? Also würdest du zum Beispiel heute sagen, ich sollte noch mehr essen? Ja, da kannst du auf jeden Fall noch ein bisschen was essen. Aber wenn du sagst, muss nicht, dann ess lieber vorm Training. Ja, so das Ding ist, ich fühle mich halt null schwach, aber ich merke schon, dass mein Bauch so ein bisschen Hunger hat. Aber ich würde das jetzt einfach wegtanken. Ja, dann lass du, wenn das für dich okay ist. Wenn du ein gutes, das geht auch ums Gefühl, weißt du? Es gibt Leute, die sind 800 Kalorien im Minus, die drehen durch. Hab ich nicht, aber ich habe mich auch schon dran gewöhnt halt jetzt, ne? Ja, ist doch gut so. Wenn du sagst, ey, tamam, weil ich dachte immer, wenn ich zu viel im Kaloriendefizit bin, dann irgendwann werden meine Muskeln halt gefickt. Naja, ich sag mal so, wenn du keinen Kraftsport machst, dann gehen die Muskeln irgendwann flöten, ja. Ja, aber ich mache ja Kraftsport jeden Tag. Ja, jetzt seit einer Woche erst, ne? Darf man auch nicht vergessen. Na gut, rede mal. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Deswegen, jetzt geht's ja erst richtig los. Jetzt werden deine Muskeln jetzt erst praller. Na gut. Jetzt hat das Eiweiß auch mal eine Funktion zum Wachsen bringen, weißt du? Wie viel, also wir halten, ich glaube, ich würde hochgehen auf 2000 Kalorien. Also 100 einfach mehr. Okay, also ich gehe hoch auf 2000 Kalorien. Was sagst du, wie viel Protein brauche ich? 140? Was wiegst du? 70. Ja, 140 Gramm ist okay. Ja. So, 140 Ich Gramm komme auch nicht jeden Tag auf 160, weißt du? Aber das langt schon, das ist gut. 140 Gramm Protein jeden Tag und ich gehe 6-mal die Woche ins Gym und habe einen Restday. Passt das? Ja, passt.
Und wichtig auch, ist auch mal gute Kohlenhydrate, ne? Langkettige Kohlenhydrate, so damit deine Muskulatur schön vom Glykogen schön voll ist, weißt du, dann sind die richtig prall. Kein Plan, was, also weißt du, Proteine. Reis, Kartoffeln, kannst du ja mal googeln. Es gibt schnelle Kohlenhydrate und langkettige Kohlenhydrate. Das Lernen. Ach, das ist easy. Und das heißt dann langkettige Kohlenhydrate, wenn du jetzt heute Nudeln isst als Beispiel, Digga, weißt du, was du morgen beim Training für einen Dampf hast dann quasi? Ich habe seit Monaten keine Nudeln mehr gegessen, weil ich dachte, das wäre nicht gut. Reis, Nudeln, Kartoffeln, guck mal, der Chat schreibt's rein, das sind langkettige Ja, Reis, Kohlenhydrate. Kartoffeln jeden Tag gefühlt, aber Nudeln Monate nicht mehr. Wie, magst du keine Nudeln? Nee, ich dachte Nudeln halt viel Kalorien, lass ich weg. Naja, wenn du es schön mit Hähnchenbrust machst und so, weißt du? Ja, dann mache ich mir morgen Nudeln. So, genau, du hast ja deine Kalorien im Blick, Digga, du hast diesen Aura-Ring, den trägst du jeden Tag. Du kannst einmal in deine App gucken, okay, meine Kalorien heute so, weil das Oder Ding ich ist will sehr das gar genau. nicht wissen, ich glaube, ich habe viel zu viel verbrannt. Ich habe heute 2800, dann gestern 3100, dann vorgestern krass, wieso? 3300, dann 2700. Digga, ich verbrenne zu viel. 3000. Bruder, ich schwöre, das ist Ja, zu du viel. bist aber locker 1000 Kalorien im Defizit, was du gar nicht sein musst halt, ne, so auf Krampf. Ja, na gut, dann danke für deine Hilfe. Doch, alles gut, Digga, nicht, dass ich jetzt dich verwehrt habe, also pass auf. Lass dein Eiweiß so, Ja? du brauchst so ein Defizit von 300 bis 400 Kalorien, das langt. 300 Kalorien Defizit ist auch okay. Mhm. Viel Eiweiß, du musst wirklich hart trainieren, dein Muskeltraining muss wirklich hart sein, du musst gut schlafen und nebenbei deine Schritte und Cardio machst du ja auch. Ja, Das sind die 4 Dinge, perfekt. beziehungsweise 5. 300 Kalorien Defizit, viel Eiweiß, hartes Training, gut schlafen und Cardio. Das mache ich alles. Außer vielleicht ein bisschen zu viel Defizit, das kann sein, aber sonst mache ich alles. Ja, du bist zu viel im Defizit. Ja. Geil, dann kann ich mehr essen. Habe ich auch kein Problem. Genau. Und das Ding ist, du hast ja mehr Power fürs Krafttraining, was ja dein Muskelwachstum fördert. Ja. Weil guck mal, wenn du zu viel im Defizit bist, hast du deinen Muskelabbau, du hast weniger Kraft beim Training und du hast dann auch so, deine Muskulatur fühlt sich dann auch flach an, weil kein Glykogenspeicher drin ist, keine Energie quasi, weißt du? Mhm. Was, soll ich auch Kreatin nehmen oder sagst du jetzt nicht so? Ja, Bombe, nimm auch Kreatin, ja klar, natürlich. Schick mir einfach deine Adresse, ich schick dir aber ein Neosas-Paket mit allem, was du brauchst. Ey, Tamam, da sag ich nicht nein, Digga. Wenn du zu sehr im Defizit bist, dann steigen auch deine Stresshormone, weißt du? Und du wirst auch ab und zu schlechte Laune haben und so. Na gut. Ja, so halt. Dann, ja, dann fresse ich Ticken mehr Proteine, Schlaf habe ich gut, Cardio ist gut. Ja, genau. Nächste Und Woche irgendwann, wenn wir fit. die Gelegenheit haben, oder ich komme mal, keine Ahnung, nächste Woche oder so, je nachdem, wie es passt, kann ich auch sonst mal zu dir kommen. Ich bin nächste Woche in Düsseldorf, vielleicht. Ah, ist auch geil, oder so. Weil ich kenne eine große Fitnessstudio-Kette Fitix, die sind auch in Düsseldorf, da können wir geil trainieren, da kannst du auch den Stream anschmeißen, weißt du? Können wir einen geilen Gym-IRL-Stream machen. Schön mit so, wie wir reingehen, trainieren, danach essen gehen, bisschen labern. Ja. Das sehe ich Lass uns mal im schreiben. IRL-Content. Okay. Aber denk dran, ne? Guck mal, ich wiederhole, von mir aus schreib das auf, ist mir scheißegal. Ja, Ich kann das sonst auch nochmal schreiben. Nee, ich habe in meinem Kopf, also Kalorien so nur 300 bis 400 Defizit, gut schlafen, Training steigern, Protein beibehalten. Ich schreibe das alles. 300 Okay. bis 400 Defizitkalorien, Das ist gut. viel Eiweiß, hartes Training, guter Schlaf. Cardio machst du ja. Ja. Was passiert, wenn du im Defizit bist, im zu krassen Defizit wie jetzt, so bei 1000 Dann Kalorien? bin ich High Cortisol. Ja, Muskelabbau, genau, weniger Kraft im Training. Deine Muskulatur sieht flacher aus, wegen Glykogenspeicher und Co. Du hast Heißhunger, Stresshormone, Mhm. Müdigkeit, schlechte Laune und so weiter und so fort. Ja, check. Glaub mir, das wird wenn du jetzt noch geil was isst, ne, nochmal so 500 Kalorien rein. Wenn du morgen zum Training gehst du mal früh zum Training? Ja. Ja, Also Maschine. morgen Was ist meinst Rest du? Day, aber ja. Okay. Ja, aber ist auch okay. Aber dann wirst du beim Training so einen Dampf haben, das ist halt geil. Weil du jetzt noch einen Unterschied hast. Weil du zu sehr im Defizit bist. Ja. Ja, okay, tamam. Ja, Mann. So halt. Machst du Cardio, machst du immer nach Training, ne? Ja, ich habe ja so, mein Cardio ist auch zum Beispiel Brasilien Jiu-Jitsu, also so Kampfsport halt. Aber manchmal mache ich auch Steps. Manchmal gehe ich auch laufen. Ich teile mir das immer so ein. Ja, das aber du ist machst so, nach dem Training. Also nachdem man. Ja, genau. Weil wenn du vor dem dann hast du Kraftsport keine Cardio Kraft. machst, ist Energieverlust. Ja, genau. Ja, okay. Okay. Geil. Okay, Digga. Dann danke, Bruder. Lass schreiben wegen Düsseldorf. Okay, Bro. Danke, tschüss. Hau rein, Digi. Ciao, ciao. Gute Lehrstunde, Leute, gute Lehrstunde.
Ich finde das, also ganz kurz, da hat jemand geschrieben, Aura wäre Bullshit, weil ich würde ja niemals 3000 Kalorien bei einer Stunde Radfahren verbrauchen. Digga, so dumm. Das ist insgesamt mit Radfahren und dem Tag insgesamt. Mit Gehen und alles. Das ist alles, was ich heute gemacht habe, 2800 Kalorien, was komplett hinkommt. Ich war im Gym, bin eine halbe Stunde gelaufen, hab meinen Tag gelebt. Das kommt hin. Ja, okay, aber also laut jetzt müsste ich ja dann wieder essen halt, ne? Überleg, ob ich Burger King jetzt gönne. Aber guck mal, das ist auch das Problem. Ja, wie funktioniert diese 80-20-Regel? Hat das mit Kalorien zu tun? Ja, also von meinen Kalorien darf ich 20% Scheiße essen. Also 20% meiner Kalorien dürfen Kacke sein. Right? Rote Regel. Nein, das ist eine gute Regel. Das ist gut für deinen Kopf. Heißt auf 80-20, mach 100 clean wie ein Mann. Ja, auf gar keinen Fall. Digga, guck mal, viele hätten, glaube ich, Probleme jetzt so. Guck mal, wie ich abgenommen habe. Wie ein Goat und ich habe mir trotzdem ab und zu einfach mal was gegönnt. Ohne Probleme. Ich sag, für Kopf ist das geil, wenn man sich trotzdem noch gönnen kann. Was heißt gönnen, Bruder? Bei mir ist gönnen auch manchmal so eine Baguette und anstatt die so richtig fett zu schneiden, manchmal so eine Mini-Scheibe, so eine Bruschetta-Scheibe und macht mir so ein bisschen Nutella drauf und esse die dann. Das reicht mir. Coxic war vorhin da. Was hat Coxic geschrieben? Der User Coxic. Ananas? Ananas? Human Material all for free. Wie bitte? Yo! Wie bitte? Jetzt hab ich einfach richtig gehört. Leute? Genauso verrückt im Kopf wie du. Ja, was esse ich jetzt, Digga? Ich habe jetzt nicht so viel Essen dabei. Bro, soll ich mir Burger King holen? Jetzt ein XXL Whopper Menü. Yeah! Nein, lock the fuck in. Ja, Bruder, ich will ja lock the fuck in. Ich glaube, ich muss einfach essen jetzt. Wir gehen zusammen hoch, Leute. Wir gehen zusammen hoch und wir gucken, was ich da hab.